Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich begrüße euch recht herzlich hier aus dem verregneten Meidingen zum Jungfrau-Zeitung Panorama. Heute haben wir für euch in der Sendung laufende bauliche Veränderungen beim Spital Interlaken, drohende betriebliche Veränderungen für die Bergbahnen, anstehende Veränderungen in der Karriere von Läuferin Alexandra Kronberg. Bevor wir jetzt zu unseren 3 Beiträgen kommen, zuerst noch einen kurzen Überblick über ein paar wichtige Neuigkeiten vom heutigen Tag. Der Martin Steger ist das Opfer. Die Gemeinde bestätigt den traurigen Verdacht. Der Gemeindepräsident von Lauterbrunnen ist am Mittwochabend tot aufgefunden worden. Seine Frau ist tatverdächtig. Die Gemeinde wehrt sich gegen den Kanton. In Steffisburg soll das Solina Alterspflegeheim Ungere Mülli für ein Asylheim geräumt werden. Die Gemeinde ist nicht einverstanden mit dem Standort und fordert das Gespräch mit dem zuständigen Regierungsrat. Die Berner Kantonspolizei und Armee zufrieden mit der Übung Fides. Bei der Einsatzübung Fides haben rund 550 Einsatzkräfte teilgenommen von der Berner Kantonspolizei und einer Einheit der Schweizer Armee. Sie haben die zivil-militärische Zusammenarbeit in einer außergewöhnlichen Lage geübt und eine positive Bilanz gezogen. Seit 2021 ist das Spital Interlaken eine grosse Baustelle. Und das trotz dem ständig weiterlaufenden Spitalbetrieb. Anfangs dieses Jahres ist die 3. Bauetappe losgegangen. Die beinhaltet den Rückbau vom Haus E Ost und den Neubau vom Haus E. Meine Kollegin Kim Franzen hat mit dem Bauleiter Philipp Reber geredet und ihn gefragt, wie das Projekt läuft. In Zukunft ist es so, dass wir jetzt 2 Jahre lang den Neubau vom Haus E stellen. Wenn wir 2 Jahre lang das Haus E erstellt haben, haben wir die Möglichkeit, den Bestand wieder zusammenzunehmen in diesem Haus E, sodass wir dann bis Ende 2025 die leergeräumten Bereiche auch noch abbrechen und umbauen können. Das kann ich nicht genau sagen, wieso es Einsprachen gegeben hat. Es hat einen Einsprecher gegeben, mit dem hat das Spital dann verhandelt, respektive mit den Behörden. Und rund 4 Jahre später konnte man dann mit dem Bauprojekt starten. Auf dem Papier ist eigentlich Spital und Bau passt eigentlich gar nicht zusammen. Es sind 2 komplett unterschiedliche Disziplinen, die andere Anforderungen haben. Die Schwierigkeit und die Herausforderung ist, dass man auf die Bedürfnisse des Spitalalltags eingeht, dass man die Lärmfenster gut abgleicht, dass man die Erschütterungen gut abgleicht, für dass man gleich bauen kann und dem Spital möglich ist, seine Dienstleistung zu erbringen. Ja, ich würde lügen, wenn ich würde sagen, es hat hier noch keinen Zwischenfall gegeben. Es ist aber so, dass man auf beiden Seiten sehr ein gutes Team hat. Man hat eine gute Organisation, man hat einen kurzen Dienstweg und kann Probleme in einer Stundenfrist, wenn es nötig ist, lösen und in Angriff nehmen. Quasi eine Operation am offenen Herz gleicht der Betrieb einer Bergbahn in der heutigen Zeit. Wegen der Corona-Massnahmen haben die Bergbahnen im Berner Oberland in den letzten Jahren viele ausländische Gäste verloren, gleichzeitig aber auch viele neue einheimische Gäste dazu gewinnen. Das haben die Delegierten am Regionalverband der Berner Bergbahnen festgestellt beim Rückblick auf das letzte Geschäftsjahr. Sie haben auch einen Ausblick auf das kommende Jahr gewagt, wo neue Herausforderungen anstehen. Beispielsweise mit der drohenden Strommangellage, die für sie betrieblich ganz neue Herausforderungen mitbringt. Ich blicke heute an der Delegiertenversammlung auf das letzte Geschäftsjahr zurück. Wie ist das so gelaufen? Ja, das ist richtig. Wir dürfen auf ein durchzogenes Geschäftsjahr schauen. Wir haben letztes Jahr sehr viele Schweizer bei unseren Transportunternehmungen in unseren Regionen begrüßen. Wir haben einen durchzogenen Sommer gehabt. Entsprechend waren wir auch mit den Zahlen natürlich hinten, was die Rekordsaison 2019 anbelangt. Goldener Herbst hat das Resultat aufgebessert bei unseren Mitgliederunternehmungen. Und dann haben wir einen sensationellen Winter dürfen erleben mit wirklich außerordentlich guten Witterungs-, Schnee- und Pistenverhältnissen. Und das haben diverse Bahnen doch annähernd, wenn nicht überhaupt, an eine Rekordsaison gebracht. Wie sieht die Zukunft für die Berner Bergbahnen aus? Der diesjährige Sommer hat sich sehr gut angelassen. Wir haben ja, wie unschwer sichtbar, haben wir seit dem Mai eigentlich durchgehend schönes Wetter, warmes Wetter, sehr hohe Temperaturen, zu hohe Temperaturen.
Aber letztendlich kommen die Leute zu uns für eben an die Kühle, für die Berge bei schönem Wetter. Wir haben auch wieder feststellen, dass die Schweizer, dass der Trend nachhaltig ist, dass die nach wie vor in unsere Destination kommen und nicht gerade wieder ins Ausland abwandern. Und das zusammen gepaart mit punktuellen internationalen Erholungen ist auch wieder ein Zeichen, dass wir durchaus von einem positiven Sommer ausgehen dürfen. Die drohende Stromknappheit ist auch in der Schweiz immer wieder ein Thema im Moment. Was bedeutet das für die Bergbahnen? Für uns ist konkret noch nichts diesbezüglich auf dem Tisch. Selbstverständlich machen wir uns unsere Überlegungen, wie wir das beim Corona gemacht haben, zusammen mit dem Nationalverband, zusammen mit den Behörden sind wir im engen Kontakt und sind dort eigentlich proaktiv dran, für unsere Mitglieder gewisse Vorschläge zu machen, wie wir da die androhende Strommangelage, wo wir natürlich alle zusammen davon ausgehen, dass wir sie um jeden Preis müssen verhindern, aber so, dass wir sicher vorbereitet sind, wenn es etwas diesbezüglich gäbe. In die nahe Zukunft schaut die Triathletin Alexandra Cronenberg aus Blumenstein. Sie hat von nationalen Läufen über Weltmeisterschaften bis hin zum Ironman auf Hawaii schon bei vielen Wettkämpfen mitgemacht. Aber besonders wenn man von einem redet, dann geraten die Ärzte ins Schwärmen. Nämlich wenn man vom Inferno-Triathlon redet. 20 Jahre nach ihrer ersten Teilnahme wird sie dieses Jahr wieder dabei sein. Das ist speziell, weil das wahrscheinlich ihr das letzte Mal wird sein, wie sie meinem Kollegen Manuel Moser hat erklärt. Wenn man ins Ziel kommt, beim Inferno-Triathlon, was geht einem dort durch den Kopf? Ist unbeschreiblich. Also es sind einfach Emotionen, die man wirklich fast nicht im Griff hat. Das ist ein bisschen ähnlich wie beim Ironman auf der Finishline. Da geht das ganze Rennen durch den Kopf, was man alles geleistet hat. Und wenn man das Ziel sieht, ist einfach eine Erlösung. Und man weiss, jetzt ist das Leiden in Anführungszeichen durch und jetzt kommt einfach das Geniessen. Aber es ist unbeschreiblich. Also, ist das beim 5. Mal gleich wie beim ersten Mal oder ist es noch ein bisschen speziell? Beim ersten Mal ist es schon ganz speziell. Weil man es halt einfach, gut, beim ersten Mal muss ich sagen, haben sie das Ziel gegen runter versetzt, wegen der Gewitter. Und das erste Mal, also im 05 und im 06, konnte ich effektiv wirklich rauf können, auf die Plattform vom Schildhorn. Und das ist halt schon ein ganz spezieller Moment. Okay. Hast du irgendein schönes Erlebnis, das dir besonders in Erinnerung geblieben ist? Vielleicht der Strecke oder irgendeines, das dir in Erinnerung geblieben ist? Ja, es war eines von diesen Rennen. Ich weiss jetzt nicht in welchem Jahr, wo das Wetter schlecht war. Es hat auch geregnet, es war durchzogen. Und ich habe so ein bisschen an mir gezweifelt, ob ich es dann wirklich schaffe bis auf die Schildhorn. Und dann bin ich auf die grosse Scheidegg runtergefahren, Richtung Grindelwald. Und dann hat beim oberen Grindelwaldgletscher hat dann die Sonne, also die Wolkendecke hat aufgerissen, die Sonne hat schon schön den Gletscher beschonnen. Und ich habe das Gefühl, es ist ein gewisses Zeichen von oben, hey, du schaffst es, mach weiter so. Es gibt sicher unzählige von diesen Momenten, wo man denkt, oh, ich höre auf, ich möchte es beenden. Wie schwierig ist es, dort wieder rauszufinden und hast du irgendwie ein spezielles Mittel, um dort rauszufinden wieder? Ein spezielles Mittel eigentlich nie. Also ich probiere natürlich positiv zu denken und zu überlegen, du hast dich schon lange darauf vorbereitet, auf das Rennen, das ist jetzt dein Tag, also genieße es auch. Und ich weiss ja, dass es auch wieder vorbeigeht. Also die schweren Momente, die gehen auch wieder vorbei. Klar, am Schluss tut immer alles weh, aber schon nur zu wissen, ja, es lohnt sich, durchzubeissen. Weil DNF, es dort noch viel ist, das ist viel härter zu verkraften. Da beisst man viel länger dran rum als an diesen Bobo, die man dann vielleicht hat, unterwegs, die vergehen irgendwann. Wie morgen das Wetter für das Laufen ist, ob es weiterhin regnet oder wieder ein bisschen Sonnenschein gibt, das seht ihr gerade anschliessend in der Prognose. So oder so wünsche ich euch jetzt schon einen geruhsamen Abend und eine gute Zeit. Wiederschauen miteinander. Das Wetter wird euch präsentiert von der Jungfrau-Zeitung. Hier ist das Jungfrau-Zeitungswetter für den Kanton Bern. Wir haben den 19. August, meine Damen und Herren. Das war ein Tag, der nicht so recht in den Sommer 2022 hineingepasst hat. Der Sommer war ja sehr warm und auch sehr sonnig und trocken. Aber heute haben wir genau das Gegenteil. Oft ein grauer Himmel und zeitweise ist es sehr nass geworden. Im Flachland weniger als entlang der Alpen. Wir haben ein Hochdruckgebiet, das sich jetzt langsam wieder aufbaut und in den nächsten Tagen dann wieder für mehrheitlich sonniges Wetter sorgt. Morgen am Samstag ist aber das Tief, das hier Richtung Balkan zieht, noch mehrheitlich wetterbestimmend.
In der Nacht auf den Samstag gibt es lange, trockene und zum Teil auch klare Abschnitte. Dann kommt aber nochmal ein neuer Schub Feuchtigkeit rein. Auf den Samstagmorgen her, von Westen her, entsprechend dann am Samstagvormittag viel Wolken und ab und zu Regen oder lokal kann es auch Blitz und Donner geben. Am Nachmittag wird es dann langsam freundlicher, vom Jura her immer mehr sonnige Abschnitte, die sich zeigen. Die Regengüsse werden auch seltener, es bleibt aber am Nachmittag noch nicht trocken. Temperaturen maximal dann bei rund 22 bis 23 Grad. Am Sonntag bleibt es mehrheitlich trocken, ist zum Teil auch recht sonnig. Also der Sonntag wird definitiv der freundlichere Tag von dem Wochenende. 24 Grad erreichen wir am Nachmittag und dann geht es mit dem Hochdruckgebiet weiter. Am Montag, am Dienstag, am Mittwoch und auch am Donnerstag recht sonnig und bis am Donnerstag geht es dann wieder drauf auf knapp 30 Grad. Das war vom Wetterupdate. Meine Damen und Herren, ich wünsche ein ganz schönes und gutes Wochenende.